Hallo zusammen! Hallo! So, im heutigen Video stellen wir euch die 5 Schweizer YouTuber vor, die uns persönlich am meisten beeindrucken. Und ganz wichtig, wir haben es so gesagt, Schweizer YouTuber, also für uns sind das im Moment YouTuber, die auf Schweizerdeutsch YouTube machen. Der Anfang macht Little City. Ein Pärchen aus Zürich, das bloggt, YouTube-Videos macht und auch auf Instagram ziemlich gross dabei ist. Wir verfolgen sie schon seit mehreren Jahren auf ihren Reisen und es ist mega schön zu sehen, dass sie mittlerweile auch für ihre Arbeit leben können. Was uns besonders gefällt, ist, dass sie auch mit ihren Videos nicht nur mit ins Ausland nehmen, sondern auch schöne Flecken in der Schweiz zeigen. Außerdem nehmen sie einmal immer wieder mit hinter die Kulissen von zum Beispiel Fluggesellschaften oder interessanten Events. Für uns ist vor allem schön zu sehen, dass sie jetzt ihren Traum leben können und ihre Leidenschaft zu ihrem Beruf machen können. Genau für so ein Erlebnis wie hier arbeite ich gerne die ganze Nacht durch. Also bis zum nächsten Mal. Als nächstes kommen wir zum Ronny. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen an diesem schönen Montagmorgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Der Ronny ist so etwas wie der Casey Neistat von der Schweiz. Nicht nur was die ganzen Boosterboards und die coolen Gadget-Reviews anbelangt, sondern auch so ein bisschen, was den Schnitt und die Art von seinen Vlogs anbelangt. Er ist nämlich auch der erste Schweizer, den wir entdeckt haben, der wirklich auch Daily Vlogs macht. Er hat zum Beispiel gerade vor einem Monat die 100er-Marke bei den Daily Vlogs geknackt. Und das ist eine echte Leistung, wenn man bedenkt, wie viel Arbeit und Nerven er bei diesen Videos steckt. Was aber das Coolste an seinen Videos ist, dass er zeigt, dass man nicht zwingend Casey Neistat heißen oder in New York leben, um spannende Geschichten zu erzählen. Als nächstes kommt mit Abstand der jüngste auf unserer Liste, und zwar der Channel Balin Films. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog auf meinem Kanal Balin. Der Balin ist noch sehr jung, wir schätzen ihn so auf 14 bis 15. Es ist noch nicht so lange her, seit wir ihn entdeckt haben, aber wir sind schon mega gespannt, wie sich seine Videos werden entwickeln in der nächsten Zeit. Wir waren alle mega beeindruckt, als wir gesehen haben, wie er in seinem Alter schon Videos schreibt, was er für Skills hat, auch im Editen oder in Timelapses oder so, die er macht. Das ist echt krass, wir wünschten, wir wären in diesem Alter schon so weit gewesen. Was uns aber besonders beeindruckt hat bei ihm, ist, wie er für sein junges Alter gut durch seine ganzen Videos führt. Das heisst, er labert nicht einfach drauf los, sondern überlegt sich wirklich etwas bei dem, was er sagt. Darum Balin, mach weiter so, wir sind gespannt, was alles noch kommt bei dir. Ein weiterer Schweizer YouTuber, den wir schon länger verfolgen, ist der Pascal R. Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück auf meinem Channel. Und das nicht nur, weil er jetzt seit kurzem in Aarau lebt. Nein, der Pascal ist einer, der schon sehr lange Videos auf YouTube macht und er ist irgendwie auch ein Fotofreak. Man merkt da wirklich, dass er halt das Auge dafür hat und dass er auch rauskommt bei seinen Kameras. Er ist nicht immer so schnell auf Instagram ziemlich gross. Ganz stark finden wir auch, dass er den Mut gehabt hat, seinen Kanal von Englisch auf Schweizerdeutsch umzustellen. Guten Morgen zusammen. Heute gibt es das erste Video auf Schweizerdeutsch. Weil man merkt halt schon, dass er mittlerweile nicht ganz so viele Views hat als früher, aber ich glaube, Pascal, auf lange Zeit machen wir da schon den richtigen. Zu guter Letzt kommen wir noch zu einem Kanal, der momentan noch recht klein ist, und der heisst Fotobus Schweiz. Dahinter steckt ein Pärchen, das einen Fotobus vermietet. Und zwar ist das ein alter VW-Bus, ein Oldtimer, den sie umgebaut haben in einen Bus mit einer eingebauten sozusagen Fotokabine. Ich finde es eine mega coole Idee und die zwei sind mega sympathisch. In ihren Videos erzählen sie von ihrem Alltag, wie es so läuft mit dem Bus, wenn sie etwas umbauen oder was sie sonst so geplant haben, und nehmen einem einfach ein bisschen mit. Es ist doch irgendwie noch recht teuer mit diesen Oldtimern. Und vor allem, wenn du nicht einfach irgendwie so eine Perle hast, sondern ein paar Rostlauben. Bei diesem Bus haben wir auch ein Loch gehabt, kostet einfach schnell irgendwie ein Loch im Boden flicken, 3000 Stutz. Was mir besonders an den Videos gefällt, ist, dass sie einfach mega authentisch sind und nicht nur das Gute erzählen, sondern auch das, was vielleicht mal schief geht, und man mega die Leidenschaft für ihren Job und für das ganze Projekt spürt. Was uns auch mega gefällt, ist der schöne Stil vom Color Grading der Videos. Es passt einfach mega gut zu dem ganzen Vintage-Thema. Und sie haben coole Drohnenshots eingebaut.
So, das wäre es von diesen 5 Schweizer YouTuber, die wir euch heute vorstellen wollten. Die Links zu ihren Kanal findet ihr natürlich auch alle unten in der Beschreibung. Und ich würde sagen, nach dem Video könnt ihr als erstes schnell bei ihnen vorbeischauen und lasst ein Abo dort. Es lohnt sich. Wir sind immer auf der Suche nach anderen Schweizer YouTuber, weil unserer Meinung nach gibt es von denen noch viel zu wenig. Darum, wenn ihr ein paar kennt, dann schreibt sie doch unten in die Kommentare rein. Nimmt das mega Wunder. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch einen Daumen hoch und wenn ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann lasst doch ein Abo da. Wir melden uns bald wieder. In der Zwischenzeit wünschen wir euch eine gute Zeit und bis bald. Tschüss zusammen. Tschüss.